Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Und es geht weiter mit dem illustre Suche noch Hinweise. Ja, das sind alles so Sachen, die hat man im Tagebuch drin, aber die kann ich nicht verwenden. Ich nehme mal jetzt stark an, dass es Sachen gibt, die im Tagebuch hier vermerkt sind, die man aber nicht verwenden kann. Und dass es irgendeins von den Dinger ist, die ich dann verwenden kann. Aber bevor ich jetzt da irgendwie im Tagebuch wild rumsuche, Sully ist genauso ratlos wie ich und ich renne hier rum wie ein Dappschädel. Warum auch immer ich da rumrenne wie ein Dappschädel im Kreis. Hallo, kann ich da nicht durch? Na Allah. Ich nehme mal an, dass es einzelne Dinger sei wird, was uns dann der Hinweis gibt. Aber da kommen wir bisher noch nicht so wirklich dran. Kann ich genauso gut wie ein kopfloses Hinkel durch die Gegend rennen. Und hoffe, dass ich irgendwo eine Aktion starten kann, anstatt da jetzt das Tagebuch mit einer Dinger zu wälzen. Da ist eine Jungfrau, ist auch nichts drin. Durch die der kann ich wohl nicht und soll ich wohl auch nicht. Ja, ich warte genau auf die Hinweise. Da ist sie. Ich hab sie. Wo? Da oben. Bei uns gegenüber vom Dreckschiff. Ich weiß es wie, ich weiß es. Ich glaube, ich muss jetzt darüber, ne? Jo. Kann ich nämlich so rumklettern. Okay, da war das gar nicht mal so falsch. Mit dem Rumgekletter. Dann hoch mit dir. Ach Gott, was ein Sprung. Zack. Da hoch und dann ans Fitra. Shit, das ist eine Falle. Sie sind hier in Deckung. Einer ist weg. Na, so. Zwei sind weg. Oh, da ist es. Da ist unser He-Voice. Nate, wir könnten hier Hilfe brauchen. Na los, Jungs, komm schon. Was zur Hölle machst du? Nimm das Buch und dechiffriert es. Okay. Los, los. Ich habe jetzt aber keine Munition mehr, mein Lieber. Kennst du mir mal bitte die Rückendecke und nicht vor mir rumrennen wie ein Depp? Die Munition aus. Nehmt ihre Waffen. Jo, habe ich vor. Jetzt können wir uns da rausballern. Jetzt ist es, glaube ich, scheißegal. Okay, mehr geht doch nicht mehr. Jetzt ist es, glaube ich, wirklich scheißegal. Jetzt können wir auch auf die Schalldämpfer pfeifen. Jetzt haben wir ja, was wir brauchen. Die Karte ist geborgen. Also nichts wie raus hier. So. Seht doch, guck mal, das ist der geheime A-Zug-Club und die geheime A-Zug-Organisation und ihren A-Führer ist Barney Stinson. Ich könnte noch drauf wetter. Die Liga der außergewöhnlichen Anzugträger. Das ist hier die Geheimorganisation, mit der wir es jetzt zu tun haben. Und ihr Motto ist natürlich Suit Up. Anzug an. Okay. Die haben wieder Leute mit Zielfernrohre. Ja. Okay, in Deckung. Wir müssen hier verschwinden, Nate. Auf jeden Fall muss ich näher dran. Lauft einfach weiter. Wir finden einen Ausgang. Ich bin jetzt so der beste Schütze, deswegen muss ich auf jeden Fall näher dran an die Leute. Ah, da ist er schon. Suit up. Okay, danke. Dann fort. Hey, du A-Zug-Typ, hör auf. Bitte die Schniss. Scheiß Kerl. Okay. Ding, ding, ding. Diese Pseudo-James-Bond-Mucke. Ja, das ist der erste Typ mit MG. Wahrscheinlich eine AK-47, könnte ich drauf wetten. Ach, eine Cal Silver. Okay, wie man Waffe wechselt, wissen wir. Mal ausnahmsweise ist unser erstes MG keine AK-47. Das ist schon nicht schlecht. Da war noch irgendeiner mit Zielfernrohr. Mit Laservisier. Ist der schon auch kaputt? Ich weiß es nicht. Naja. Nicht so wild, oder? Wir müssen uns jetzt hier nochmal durchkämpfen. Ja, ich sehe dich schon. Ach du Scheiße, das rumpelt ja auch wie Sau. Ja, guck doch mal endlich raus mit deinem hässlichen Washing.
Na, der wartet nur auf mich, glaube ich. Huch. Ach, sind da noch irgendwelche Wärstler? Ne, das sind unsere. Das sind unser Wärstler. Ach, da oben ist noch einer. Ja, ist das, ihr seid doch auch ein paar Idioten, oder? Dass ihr nicht mal die Typen direkt vor euch fertig machen könnt. Ihr seid echte paar Oberluscher. Immer drauf schießen. Das wär's gewesen. Naja. Manchmal ist es anscheinend so viel verlangt von den Leuten, dass sie sich selber schützen. Ah ja. Vor allem Vorsicht, Nate. Wie wär's mit Rückendecke, mein lieber Sully? Okay. Gut. Das war der Bereich. Ich hasse es, wenn die KI nicht mal meinen Rücken schützen kann oder sich selber decken kann. Das ist echt ein bisschen erbärmlich, wenn ich die ganze Erbe da allein machen muss. Okay, das sind die nächste Knabe wieder. Die haben noch ein paar Laser-Zielfernrohr-Typen im Gepäck. Okay. Ja, die MG ist schon ziemlich laut. Das MG ist schon sehr laut und, ja, etwas unhandlich. Aber das macht ordentlich Schade, muss ich sagen. So, noch kenne ich mehr. Ach, eine Änderung, wie ich jetzt gesehen habe im Vergleich zum Vorgänger ist, wir stehen bei der Waffe und haben genug Munition drin, beziehungsweise haben unser Limit erreicht. Und es wird nicht mehr angezeigt, dass da Munition liegt für uns. Das ist auch nicht schlecht, das verhindert das ganze Gekruschels und auf dem Boden mit der Zeiche hier. So wie hier, wenn ich Munition aufnehmen kann, wenn es einfach durchgestrichen ist, das verhindert Verwirrung und Gekruschels, wenn man das einfach mal sein lässt. Wie ich finde. So. Ist an sich recht praktisch, man zieht bei den Typen einfach nur auf den Brustbereich und das MG zieht durch den Rückstoß sowieso noch over, sodass man früher oder später sowieso ein Kopfschuss landet. Uff, du Arschgesicht. Drecke da Rievenickel. So wird das gemacht. Trophäe erhalten in Kupfer. Faustkämpfer. Wahrscheinlich, weil ich genug Leute mit Nahkampf fertig gemacht habe. Oder im Nahkampf. Ich wundere mich immer, wie die Typen aushalten, was die Typen aushalten, wenn ich denn schon volle Wumme in der Ranze schieße. Die rennen immer noch weiter und kämpfen weiter, als sei nichts passiert. Wo ich schon längst auf dem Boden liege, wenn ich einen Schuss in die Brust kassiere, jetzt mal ohne Scheiß. Na gut. Hallo, ich hab dir in den Kopf geschossen. Abgesägte Schrotflinte, das ist mal eine neue Waffe. Wie haben wir mal das Ding aus? Hallo. Geht's noch? Dass der Typ da einfach in Deckung gehen kann? Hallo? Na gut, abgesägte Schrotflinte. Gucken wir doch gerade mal, was die hier bringt. Bums. Okay, also unser Gasbehälter und so weiter, die sind immer noch recht gut dabei. Ich nehme wieder das MG. Einfach weil ich MGs lieber mag als Schrotflinte, muss ich sagen. Gerade in solche Spiele ist es sehr viel besser, wenn man aktiv mit einer MGs umgehen kann. Da ist gerade ein Rad noch geflohen. Wenn man mit einer MGs nur noch schießen kann und schnell Feuer erwidern kann. Ist doch etwas praktischer. Mit einer Schrotflinte kann man nicht so auf die Distanz zielen. Das ist halt das Problem. Die Schrotflinte ist perfekt, wenn man in den Nahkampf gehen will oder wenn man näher an die Gegner ran will. Dann ist die Schrotflinte absolut perfekt. Jo, wie man ausweicht, das wissen wir auch noch. Mit Roller. Okay. Dann müssen wir dort nachgestohlen in Deckung. Noch einer fertig gemacht von den Butzenickel. Ich freue mich echt, was das für welche sind mit den Laserzieler, weil ich sehe keine die Waffe von denen, die was tauge tät. Und denn ihr Kerl Silver werden ja wohl kaum Laserziel drauf haben. Wo sind wir? Am Bahnhof North Edward, los! Ja, das sehe ich auch. Gut, dass du lesen kannst, Cutter. Der scheint ähnlich wie alle hier in unserer Truppe sehr teure Lese- und Schreibausbildung genossen zu haben, der Cutter. Zack. Ich hab... Wie hieß der nochmal richtig? David? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Gestern habe ich das letzte Mal die Aufnahme gemacht, 1 bis 3, aber ich habe immer noch keine Ahnung.
Also ich habe wieder keine Ahnung, wie der heißt. Namensgedächtnis und so. Aber ich glaube, David hieß er. Warum auch immer. Ich glaub's zumindest. Ach Gott, das war mal Shell-Munition verschwendet gerade. Und da ist noch ein Schatz. Was habe ich denn hier verloren? Mein Jugendstilflasche, natürlich so Anfang... Oh, das hat ein paar Pixelfehler drauf, das Ding. Meine Jugendstilflasche. Oh, Entschuldigung. Natürlich hat es auch im Jugendstil um 1900 Säufer, gell? Ist ja vollkommen klar. Ey, du Drecksack, ich hab dir volle Wumme in die Titte geschossen. Geht's noch? Du rennen die weiter, als hätten die A-Züge aus Kevlar A. Das gibt's ja gar nicht. Okay, da kann ich noch ein bisschen Munition mitnehmen. Ne, die abgesägte Schrotflinte mag ich nicht. Und die Musik dazu. So richtig schön theatralisch. Ah, was seid ihr? Wo seid ihr? Scheißkerler. Ach Gott, das war jetzt mal die Munitionverschwendung schlecht hier. Erinnert an my The Last of Us Let's Play, wo ich im Krankenhaus zum Schluss war und Emmo volle Wumme mit dem Maschinengewehr voll daneben geschossen habe die ganze Zeit. Ach die Scheiße. Was die Typen alles aushalten, ich pack's echt nicht. Also die A-Zugträgerliga ist offensichtlich ein bisschen hartnäckiger. Hält ein bisschen mehr so aus als die Pirate und andere Gammelhandlanger, die wir bisher so gehabt haben. In der ersten Dele als erste Gegner. Der erste zwei Dele, Entschuldigung. Ja, die A-Zug-Liga, die hält ein bisschen mehr aus. Immer diese orientale Musik-Eiwürfe hier. Oh, oh. Kann ich euch erwischen? Anscheinend nicht. Na egal. Wir müssen ja nicht jeden Gegner hier killen. Sondern nur die, die uns unmittelbar im Weg sind. Nehmen wir das Ding mal mit. Das können wir hier schmeißen, wenn was ist. Ah. Ach, so ist es. Okay. Wow. Scheiß Kerl. Nala. Scheiße, die verdammte Ratten. Zurück, zurück. So. Los, da los. Los, 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 los. Scheiße. Was ist da los? Und da sagt der Kerl, Bohnen und Speck, oh verdammt, hoffentlich halten es die Hosen aus. Cheers. Auf unseren Erfolg. Oh ja. Kommst du nicht zu uns, Herzchen? Ja. Ja. Die Karte ist der Beweis. Drake ist nicht 6 Monate durch Ostindien gegurkt. Er ist direkt nach Arabien gesegelt. Okay. Aber jetzt wird's interessant. Seht ihr das hier? Das ist John Dees Unterschrift. Wer zum Teufel ist John Dee? John Dee, einer der engsten Berater von Queen Elizabeth. Das weiß doch jeder. Ja, er war Mathematiker und Navigator. Seiner Zeit weit voraus. Er hat das hier wahrscheinlich erfunden. Der stand voll auf okkulten Kram. Und zwar das richtig Hier, er widerliche hat alle Zeug. seine Briefe an die Queen so unterschrieben. Er war ihre Augen. Der erste 007, seht ihr? 007. Ja, das Moneypenny. Also weiß John Dee, der Drake nach Arabien geschickt hat. Ja, sieht ganz so aus. Dee und Elizabeth. Und Walsingham. Toll, aber warum? Das wäre dann die Millionenfrage, was? Hier kommt T.E. Lawrence ins Spiel. Denn bevor Lawrence zu Lawrence von Arabien wurde, Klasse Film. war er Archäologe. Schon als Kind war er von Geschichte fasziniert, vor allem von Rittern und den Kreuzzügen. Er ist überall gewesen und hat alle Kreuzritterorte dokumentiert. Hier steht alles drin. Okay, also ich verstehe nur Bahnhof. Was zum Teufel hat das mit Drake zu tun? Wart's doch mal ab. Nach dem Krieg hat Lawrence gesagt, dass er nur nach Arabien zurückkehren würde, um einen Ort namens Atlantis der Wüste zu suchen. Die Legende taucht immer wieder unter verschiedenen Namen auf. Ubar, die verschollene Stadt Iram, die Messingstadt. Die Geschichte ist aber immer dieselbe. Oh, Stadt des grenzenlosen Reichtums. Für ihre Arroganz von Gott zerstört. Für immer vergraben im Sand der Rub al-Khali-Wüste. Genau hier. Ja,
Also das mit dem grenzenlosen Reichtum klingt gut. Und du meinst, Elizabeth und die haben Drake hingeschickt? Oh ja. Noch wichtiger ist, dass Marlowe danach sucht. Also, warte. Wenn Drake von der Queen beauftragt wurde, diesen Ort zu finden, wieso die Geheimhaltung? Es sieht doch so aus, als habe er alles daran gesetzt, sämtliche Funde zu verstecken. Und das sogar vor ihrer Majestät. Ich weiß nicht. Oh, sorry, was war das? Halt, warte mal einen Moment. Falls du dich erinnerst, als wir das letzte Mal um die halbe Welt gereist sind, um eine verschollene Stadt zu finden, wurde es ziemlich brenzlig. Ja, aber diesmal sind wir im Vorteil. Ich meine, Drake wusste nur die eine Hälfte und Lawrence die andere. Wir wissen alles. Und Marlowe weiß gar nichts. Gibt nur ein Problem. Die Rub-al-Khali-Wüste. 600 Meilen Durchmesser. Sogar die Beduinen laufen außenrum. Und selbst wenn wir wüssten, wo sie ist, was nicht der Fall ist, würden wir sterben, bevor wir sie Jetzt finden. mal langsam. Seht ihr die Symbole hier? Sieht Das beige ist aus. Sabeige. Genau. Die Kreuzritter haben vor 1000 Jahren nach der gleichen verschollenen Stadt gesucht. Von allen Orten, die Lawrence dokumentiert hat, sind nur 2 mit diesen Symbolen markiert. Einer in Syrien, der andere in Frankreich. Oh. Nein, ihr 2 geht nach Syrien, wir nach Frankreich. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, finden wir Lawrence verschollene Stadt. Das weiß ich. Und was dann? Wie kommen wir durch eine 600 Meilen lange glühend heiße Wüste? Sie liegt in der Mitte der Wüste. Also eigentlich sind es nur 300 Meilen. Oh. Ach, keine Ahnung, wir kriegen das hin. Kommt Zeit, kommt Rat. Ganz einfach, was? Genau. Was sagt ihr? Ach, was soll's. Bin dabei. Es war so klar, dass jetzt so Musik kommt. Boah, wie hast du bloß diesen Gestank ertragen? Man gewöhnt sich dran. Im Osten von Frankreich. Was zum Teufel ist das? Sag's nicht. Sieht aus, als müssten wir den Rest zu Fuß gehen. Was? Nur du findest selbst mitten in Frankreich noch einen Dschungel. Tja, das ist jedenfalls die richtige Richtung. Das Schloss sollte dort sein. Ist nicht weit. Nur los. Ist Ja. nicht weit? Bei dir weiß man nie, was das heißt. 1 Meile oder 20. 6. Wir laufen Kapitel. uns noch wie in Peru. Das Schloss. Du willst jetzt über Peru reden? Wirfst du mir das etwa immer noch vor? Ich war 15, Sully. Als ich die traf, hätte ich wissen müssen, dass ich im Knast lande. Das hast du dir alles selbst eingebracht, mein Junge. Und außerdem habe ich dich rausgeholt. So wie jedes Mal. Ach, ich mag das, die 2 miteinander in Aktion zu sehen und im Dialog zu hören. Das gefällt mir echt immer sehr gut und muss ich immer grinsen. Und ja, wie er schon so schön gesagt hat, selbst oder nur du schaffst sogar in Frankreich noch einen Dschungel aufzutreiben. Das ist aber echt wahr, sowohl in Enns als auch in 2 war man immer in einem Dschungel drin. Und natürlich darf auch hier nicht fehlen, der französische Dschungel im Osten, wer kennt ihn nicht, so an der saarländischen Grenze. Da liegt natürlich der größte Dschungel von Frankreich, wer kennt ihn nicht. Ach Gott. Jo, jetzt haben wir aber wieder nur eine normale Pistole. Und Henke großes Gewehr mehr. Beziehungsweise kein Maschinengewehr oder ähnliches. Wie heißt das? Sully, lass mich doch einmal durch, Kerl. Ja. Okay, du kann ich erst gar nicht durch. Okay. Ich habe mich schon gewundert, aber auf der anderen Seite in Frankreich so mit Waffenholster durch die Gegend zu fahren und das kommt wohl nicht so gut in die Sache. Weil hier in Deutschland und in Frankreich steht man sich wohl wundere, warum, okay, so wär's gegangen, warum so ein Kerl hier mit Waffe durch die Gegend latscht. In Amerika mag das stinknormal sein, aber hier geht man schon etwas blöd gucken, wenn das jemand Privates macht, der kein Polizist ist. Ach ja. War da noch irgendwas Schönes? Da geht's doch schon weiter hin. Da ist ein Schatz. Sehr schön. Und zwar liegt hier mein antiker Wachssiegelstempel. Natürlich. Was ist denn da für... Baratheon ist das wahrscheinlich, ne? Das ist das Siegel vom Haus Baratheon. Wir sehen alle die Hirsch. Okay. Eieiei. Ohne Witz, das ist immer noch dieser Reizhuste und dieser
Diese Schleim im Hals von meiner Erkältung Oktober 2016, die war sehr, sehr hartnäckig, die Erkältung. Hat auch noch Weihnachten, wie gesagt, ich habe es ja auch schon mal erzählt vorher, hat auch vor Weihnachten, nach der Weihnachten nochmal reinkauer. Richtig gemein gewesen, die Erkältung 2016. Und irgendwie schleppe ich es immer noch mit mir rum. Ich glaube, die Viren werden echt immer aggressiver. Okay. Mit dem schönen Ausblick auf das Schloss in Ostfrankreich steht die Sache, natürlich, ich mache hier einen Cut. Und wir sehen uns morgen zur Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, Ayan Yankee.